liebe Lü, da sind wir wieder mit der nächsten Folge von Platt to go, unseres Lütte Plattschogel. Moin. 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 Wie hebt hüt mo wieder ein Gast? Das war hüt also mo wieder ein plattdeutsche Klönsnack-Folge. Und twas ist von durch bei uns Cornelia Ehlers. Moin Cornelia. Moin Christian. Cornelia ist nämlich die Leiter, du hast das Leid von das unser Studio. Cornelia, was ist das unser Studio? Ja, das unser Studio ist uns Lütte Bühne hier in unser Theater. Im ersten Stock, also immer den Trepp hoch. Und dann ist da ein Raum, der in Bettenlütter ist, als das große Hus. Da passt bummelig sämtlich Lüt drin. Und da spielt wie Kinder- und Jugendtheater, da spielt wie Stücke für junge Lüt, für ältere Lüt, für Lüt, die vielleicht noch nicht so viel Kontakt mit dem plattdeutsches Sprach haben, also die vielleicht noch erstmal im Betten rinkommen wird. Wie spielt aber auch Stücken, die vielleicht im Betten schwerere Themen habt, so als Buten für die Tür, draußen vor der Tür von Borchardt. Und vielleicht auch mal Lütte Experimenten. Da gibt es aber auch immer mal Lütte Programme als Lesung, uns Ensemble, was ich vorstellen deit, also ein recht bunte Programm. Und du hast ja auch gesagt, wie mogt hier viel Stücken für Lütte Lüt, für Kinder, für die ganz Lütten. Könnt ihr denn all platt, wenn die hierher kommen? Könnt ihr das? Und das eins plattdeutsche Kinder, der hierher kommt? Nee, das gibt immer mal auch ein plattdeutsche Kind, aber das ist eher die Utnorm. Also die Kinder kommt viel mit den Schulklassen hierher. Wir haben ganz viele Partnerschulen, die hier wirklich sieht, die Eröffnung 2012 hier sind und immer weiter zu uns kommt und sich die Kinderstücken ankickt. Da kommt aber auch Familien mit Kindern und dort wie die Stücken zweisprachig mocken, also Hoch- und Plattdeutsch mischen, ist das einfach ein schöner Togang, dass Kinder ganz einfach in das Sprach rinführt waren. Genau, ich glaube, ein schönes Beispiel ist auch, dass das wäre jetzt das erste Stück, Lüt Ornd. Ja. Das wäre das erste Stück, Ente, Tod und Tulpe, auf Hochdeutsch. Da hat die Ornd Plattdeutsch snackt und die Tod Hochdeutsch. Genau, also so ist das Forken wie die Stücken, dass eine Figur Hochdeutsch und eine Figur Plattdeutsch snacken deit. Und dann mit sich ja miteinander mit sie zurechtkommen. Und dann ist das so, dass dort dann zum Beispiel in dem Fall snackt der Ornd was auf Platt und der Tod, der ahnt das er und dann verstehst du das, was der Tod sagen deit. Aha, das hätte Ornd also meint, wenn du das noch nicht verstanden hast. Ja. Meistens ist das ja auch so wie Kinder, dass sie gar nicht, sag ich mal, über den Intellekt eins begriffen dort, die hört, haben einen ganz anderen Ort Texte zu verstehen als Wussen Lüt, die Gott doch nicht ganz so, sag ich mal, mit dem Kopf ran, die Gott auch viel über die Situation, über das Gefühl, über das, was die Schauspieler uns da vermitteln deit und deswegen, wenn du auch daran in Schulklasse fragen deit, habt ihr eins verstanden, dann sagt ihr in den meisten Fällen ja und das ist auch das Schöne. Ich habe auch das Gefühl, dass Kinder das sogar noch besser verstehen, wenn das live ist, wenn das Theater ist. Da gibt ja auch, da war wir heute noch über zu schnacken kommen, auch plattdeutsche Films, nicht so viel, aber auch andere Medien, auch plattdeutsch für Kinder. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn das live ist, wenn ein Mensch mit den Kindern wirklich in sylvigen Blumen ist und verlesen und spielen da, dann könnt ihr Kinder das noch besser verstehen. Da ist ganz viel an, also wie das Theater funktioniert ja analog. Das ist in dieser Zeit immer mehr zu machen. Und alle Formate, die wirklich ein von Mensch zu Mensch Gott, da kommt viel mehr rüber natürlich. Ganz viel geht auch über den Mund. Also wenn du mit dem Kind snacken deist, dann kann das Kind ganz viel über den Mund auflesen. Ist natürlich obstens auch mit dem Mundschutz nicht so ganz einfach. Ne? Darum ist das ein Theaterstück wunderbar, dass über das Live-Erlebnis die Kinder das Sprach verstehen. Und mitbeleben dort und fühlen dort. Und auch ganz viel Spaß hat. Das ist immer uns Ansinn, dass du über den Spaß an das Sprach auch da in Zugang finden darfst. Und wir haben nur viel vertellt, hier war Theater für Lüt, für Kinder, für junge Lüt. Aber du magst auch, oder wie mogt hier auch Theater mit junge Lüt, mit Kindern. Ja, genau. Also wir sind hier auch in uns Probebühne, wo wir die Stücken proben dort, zum Beispiel Obstens, Pünktchen und Anton. Das ist für Kinder, also da spielen professionelle
Schauspielers, die für Kinder spielen dort. Und dann haben wir aber auch diesen Probenraum für unsere Clubs. Also wir haben einen Kinderclub, einen Jugendclub und einen Generationenclub, wo Wussenlüt spielen dort. Und ja, die proben hier immer in der Woche bei meinen Kollegin Julia und auch Hannah. Ja, und das ist dann am Ende von der Spielzeit gibt das dann immer ein Stück. Und da dürfen die Leute dann Sims auf der Bühne stehen und lehrt so die plattdeutsche Sprache. Und Theater spielen natürlich. Und, das dürfen wir auch noch vertellen, du bist ja Söhn, Mutter, du hast auch Lütte, Ein Lütten und die ist noch ein bisschen Lütter. Ja. Also die ist nur ganz, ganz schlimm. 2 Jahre alt. Ja, und mit der snack ich auch Plattdeutsch. Also hier hört das jeden Tag, hier snackt auch Sims Plattdeutsch, hier mischt natürlich noch ganz viel, das kommt dann erst lauter, dass hier das Trennendeit. Ganz viel ist auch übersetzen, also hier sag ich mir auch ab und an, wenn wir einen Buch ankicken dort, das ist ein Trecker, das ist ein Traktor. Also hier hat auch all kapiert, dass das 2 verschiedene Sprachen sind, die hier da lernen deit. Manchmal gibt es halt auch so Situationen, dass ich mag, hier wird der Mensch sagt mit mir Hochdeutsch, dann klar müsste ich mal mein Hochdeutsch ruht, aber dann gibt es auch Sätze, wo hier das mischen deit. Das ist ganz spannend, das zu sehen. Gibt sowieso ja auch für Familien ganz viel schöne Wege, da die Kinder zweisprachig ob was in Lotten und da hat die Heimatbund in Schleswig-Holstein zum Beispiel so eine Broschüre gut gern, Plattdeutsch in Familien. Und da sind ein paar Tipps drin, wo du das machen kannst mit den Kindern platt schnacken und wo uns dazu guide mit der Zweisprachigkeit. Und an Ende gibt es auch noch eine Liste mit ganz vielen Büchern, das ist ganz schön, finde ich. Da hat man mal so ein paar Tipps, was kann ich eigentlich mit meinen Kindern machen. Ich sehe es, hier ist Gleeks, im ersten Kapitel ist die Überschrift Sind Sprachmischungen Ausdruck von Verwirrung? Kaisemasthas Rtheto Osterhase. Da schnackt wohl ein Griechisch und Deutsch. Genau. Aber da können wir noch kicken, ist das denn ganz schlimm für das Kind oder krieg ich wieder Chlor? Ich meine, du hast ja auch Chlor kriegen. Wie habt ihr das Chlor kriegen? Also ich habe irgendwann Germanistik studiert und ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Ja. Also was ich auch von, also ich bin ja so im zweisprachig groß geworden, dass mir das in der Schule zum Beispiel ganz einfach gefallen ist, Englisch zu lernen, Französisch zu lernen. Im Studium habe ich Schwedisch dann nochmal gelernt. Das ist ja auch ziemlich ähnlich, aber das Gehirn von Anfang an weht, das gibt mehrere Begriffe für einen Sorg. Dort lernt man diese Offenheit und kann dann sich nie Sprachen ganz einfach angewöhnen. Wie habt nur bannig viel sabbelt, wie wollt nur was für die Augen haben und vors kick wie nur in ein Stück rin, die Lütte Herr Jemini, das ist hier zuletzt in Harslopen, glaube ich, ne? Ja, da hat wieder noch ein paar Mal gespielt, das Jahr dafür hat wieder Forken gespielt und letztes Jahr in Haas kam dann irgendwann der Lockdown, aber ein paar Mal kommen wir das noch spielen. Ja. Aber da kick wie nur in den Trailer hin, wo sind das ut? Theater für Kinder hier in unser Studio, die Lütte Herr Jemini. Der kleine Herr Jemini war glücklich. Aber irgendwas fehlte ihm. Herr Jemini, Sagte der kleine Herr Jemini. ich brauch was. Ich weiß nicht, was ich brauch, aber ich brauch das auch. Herr Jemini, ich kann meinen Blöm nicht mehr sehen. Die Lütte Herr Jemini, und du habt hier auch Markt nicht, wo das funktioniert, Hochdeutsch und Plattdeutsch in ein Stück, das funktioniert bannig gut, das funktioniert allerbest. Und, ganz was Neues, das Stück gibt das nur auch als Hörspiel. Ja, wir haben nämlich Ute Not, sag ich mal, gut, dass wir das nicht mehr spielen konnten, haben wieder ein Hörspiel gemacht, was nur sieht, import doch, der Lehrer wie uns bestellen könnt. Also alle Schulen kriegt das umsonst. Und als normale Toolkicker kannst du die das downloaden, ob unsere sieht. Und ja, für Fernsehen und eigentlich hast du ein wunderbares Hörspiel. Also das funktioniert allerbest. Wir haben ja einen Musiker an Bord, also der Verteller in uns Stück ist auch ein Musiker. Und die hat da ganz viel noch extra produziert für das Hörspiel und das ist wirklich ganz wunderbar geworden. Die Lütte Herr Jemini, unsorg.de, mal rinkicken, da könnt ihr das downloaden, was heißt das auf Plattdeutsch? Rünnerladen. Brucht denn das? Ich weiß nicht, Downloaden. Da könnt ihr das downloaden, ob die Web sieht. Moderne Plattdeutsch. Ja.
Wir habt ja als gesagt, die Leute, Herr Jemini, das Hörspiel ist umsonst für die Lehrer, die können das umsonst kriegen. Und das gibt auch noch Material für Lehrer. Also wenn die Material braucht für die Schulklasse, jümmer einfach an unser Theater wenden, wir habt da nicht viel und das gibt sogar Workshops für die Stücken und auch für das Hörspiel. Genau, also wie kommt in die Klasse, wenn der Guide zu das Hörspiel und Material, also Begleitmaterial kann man aber nur bestellen, einfach in E-Mail schreiben an studio@onsorg.de und dann schickt wie was to. Wir bieten auch sonst immer Workshops für Lehrer an, also zu jedes Stück gibt es immer einen Begleitworkshop, wo der Lehrer dann lernen könnt, was kann ich mit meinen Kindern mocken, woans kann ich die für bereden. Man muss nämlich als Lehrer auch nicht unbedingt Plattdeutsch können, wenn du hier mit den Schülern in ein Stück kommen wollt. Kann man vorher einen Workshop machen und da wiest wie denn Spielen, Übungen, was man alles mit Kindern machen kann, ob den Vorstellungsbesuch für zu bereden. Also zum Beispiel in Plattmemory spielen wie immer mit den Lehrern und ja, das macht viel Spaß. Gibt es nicht nur auch Interviews mit den Schauspielern daran noch, wo die Kinder noch Fragen stellen können? Genau, also die Lehrer können das vorher buchen, immer Bescheid sagen, wie wird gern mit den Schauspielern nochmal snacken daran und dann könnt die Kinder Fragen stellen, zu das Stück, zu das Sprach, wo ans wie diese wunderbare Kulisse baut habt, also da kann man eins fragen, was man jemals mal beten will. Dann gibt es auch noch Tusch, Theater und Schule. Das ist so ein Programm in Hamburg, wo immer ein Schule und ein Theater in Hamburg zusammenarbeiten. Das heißt Künstler und der Theater geht in die Schule, also Schauspieler, Regisseure, Bühnenbildner, mag den zusammen ein Projekt mit den Schülern und da habt wir auch als unser Theater mit 2 Schulen zusammenarbeiten. Genau, wir habt 2 Schulen, Hatnu sind wie die dritte, also wir haben uns dritte Partnerschule in Flottbek und ja, das ist wunderbar. Und da mockt wie Projekten zusammen, da geht Schauspieler in die Klassen rein und mockt mit den Schülern richtig stellt was auf die Beine. Christian, du wärst ja auch einmal hier in der Heinrich-Wolgers-Schule, das wäre uns letzte Partnerschule und hast du mit den Kindern was opfert. Das ist ein wunderbares Programm, wo all Hamburger Theaters sich mit einer Schule zusammen tun können. Genau, und die erste Partnerschule, das wäre hier die Heinrich-Wolgers-Schule, oder wäre das die zweite? Das wäre die zweite. Das wäre die zweite, da wäre nämlich, das wären wirklich Lütte Kinder, mit denen wir was über merken mogt und über das Thema Glück. Und nun sind wir eigentlich, wenn die Lockdown nicht wäre, in Flottbek und das ist in Stadtteilschule, eine Stadtteilschule. Und die sind was grötter. Also auch, wie mogt nicht bloß was für die ganz Lütten, auch für die bieten was grötter. Genau. Und ob Stünsmocken wie auch ein Projekt, was wirklich spannend war, wo wir in den Schulen Gott oder ob den Schulhof, also ein Schulhoftheaterstück, Dreh in ein Boot hittert und da geht halt Lyrik, also Gedichte. 2 Schauspieler sind Gedichtefischer und schwimmt ob denn oder seilt mit das Seilschiff ob das Meer von der Poesie. Ob den großen Ozean und fischt dort allerhand Gedichte ruht und dann stranden sie in einen Schul und ob einmal merken sie, dass sie mit Gedichte kaputt sträten habt. Und die Kinder müssen natürlich helfen, die Wetter zu reparieren. Also das war ein ganz spannendes Projekt, wo wir auch mal Butentheater mocken, also Freilicht oder Freiluft. Oder Freilucht. Freiluchttheater. Und da kommt 2 Schauspieler ob den Schulhof mit in Schiff. Mehr will ich noch gar nicht verraten. Wir habt auch vorgelegt, auch ein Theaterstück, das aber in die Klasse, in den Klassenruhm aufgeführt worden ist. Das geht nur natürlich nicht wegen Corona und darum gibt das Schulhofstück, damit das Likas geht. Theater gibt das Likas. Genau. Vorgelegt war wie auch wieder spielen. Also das kann man als Lehrer auch nächste Spieltit oder auch an Ende von der Spieltit immer noch buchen. Da kommt eine Schauspielerin in eine Klasse. Also das ist wirklich exklusive Theater. Ja. Also bei Fragen, E-Mail schreiben an studio@onsorg.de. So, du hast uns auch bannig was mitgebracht. Wir habt hier Böker on Ends, Spielen hier und auch DVDs. Erzähl doch mal, was hast du uns hier alles mitgebracht? Ja, also wir haben hier ganz unterschiedliche Bücher. Wenn wir gleich mal an das Pädagogische ansluten, Paul und Emma,
Das ist ein Buch, was Lehrer in der Schule brauchen können. Da gibt es auch ein Spiel dazu und Unterrichtsmaterial. Da gibt es auch eine Website, auf der man sich umkicken kann, paul-und-emma.lernnetz.de. Und da gibt es Übungen und Arbeitsblätter, die man sich downloaden kann. Und dann könnt wir hier mal kicken. Also das hier ist ein Buch für die ganz Lütten. Lütche platt. Da gibt es dann, so als man das und Bilderbücher kennt, ein Wort für alles, was man nur sehen kann. Flattermus. Die Muschkat. Also das habe ich mit meinen Söhnen auch alles. Und dann gibt es hier wunderbare Bücher, so Klassiker, sag ich mal. Also die Gryffalo zum Beispiel. Oh, das kennt ja jeder. Und da gibt es eben auch Platt oder auch Asterix oder auch hier von Astrid Lindgren. Ich will auch nach Schule gehen. Also auch wirklich Bücher, die jeder kennt und die man dann vielleicht sogar auf Hochdeutsch zu Hause hat und dann nochmal auf Plattdeutsch lesen kann. Aber das Schöne ist ja, ich kann da auch nochmal in Wiesen, Ah, zum ja, Beispiel hier wie Astrid Lindgren, das da die ganze Geschichte nämlich oben auf Plattdeutsch und dann nochmal auf Hochdeutsch. Das hält, ihn kann das dann auch nochmal übersetzen oder nochmal nachkicken, was hält das denn eigentlich? Das muss das auch nochmal so ein bisschen lichter, wenn ihn sich das nicht so ganz totrot auf Plattdeutsch transfert zu lesen. Das ist genau das Prinzip auch von dit Buch. Also da gibt es drei verschiedene, Emily und das Meer, es gibt auch Emily im Burenhof. Und da ist das eben auch so, also wunderbare Illustrationen. Da sieht man nicht so viel hier. Hier kann man das auch wieder sehen. Hier, ob das sieht Hochdeutsch, ob das sieht Plattdeutsch. Und das ist auch ein schönes Konzept, wenn man vielleicht Söms nicht bloß Plattdeutsch vorlesen will oder auch vielleicht das mal mischen will. Oder Söms, wenn man das vorliest, nochmal kicken will, was hier das eigentlich genau auf Hochdeutsch, dann kann man nur, ob die anderen sieht, das Hochdeutsche sich nochmal ankicken. Genau, und dann gibt es halt auch noch ganz, sag ich mal, moderne Bücher, die just nie gut gekommen sind. Da zum Beispiel von Tanja Esch, die ist auch mal Plattdeutsche, hat mal den Preis Plattdeutsche Buch von Jörg kriegen. Und eine ganz wunderbare Illustratorin und Autorin und zum Beispiel in So und Andersrum, da wies Gegensätze auf Plattdeutsch. Ich will mal hier ein Bild wiesen, lebendig und tot. Also mit viel Humor geizt daran, Grot und Lütt, also hätte auch immer einen Betoch zu Hamburg und da gibt es auf den plattdeutschen Buchmarkt doch wirklich ganz schöne Bücher. Auch hier, was ganz interessant ist, von Wiebke Kollmorgen, Plattkinder, das ist auch ziemlich nie. Da ist auch ein CD dabei mit Leder, die Hardy Kaiser, der ist ja recht bekannt, vertont hat und Wiebke Kollmorgen singt. Und dort hat sie dann auch gibt das Tegnung auch von Tanja Esch, die das Buch von Just illustriert hat. Und da sind auch die Noten mit dabei. Also das ist ein ganz wunderbares Buch, was man als Familie lesen kann, aber natürlich auch in der Schule. Mit CD dabei. Also. Und dann gibt es da zum Beispiel noch so Bücher als das hier, also ohne Leder, also da was an Traditionen anknüpft, aber dann eben mit ganz frischen Illustrationen dabei. Herr Pastor Sinko, das kennt ja jeder. Und da gibt es dann wunderbare, moderne Illustrationen dazu. Also richtig schöne Bücher, die man sich anschaffen kann. Aber Christian, ich habe gehört, du magst auch ab und zu was mit Kindern. Wie schicken die ja ab und zu mal in Schulen oder machen Workshops mit die oder buchen die als Workshopleiter, aber du geist auch oder geist auf Reisen mit Schulklassen. Ja, das ist so ein lüttet Hartens-Projekt, sag ich mal, von Rolf Zukowski, kein kennt ihn nicht. Der hat nämlich die Stiftung Kinder brauchen Musik. Der ist dafür da, dass Kinder auch immer noch Musik mögen können, wie sie das vorher nicht mehr können in der Schule oder zu Hause. Und der schickt Kinder ob Klassenreis, ob in musikalische Klassenreis, 2 Klassen zusammen, vor ob Klassenreis, muckt durch Musik und Theater, führt das am Ende zusammen ob. Der Öllern kommt hin, kiegt sich das Stück an und nimmt die Kinder wieder mit nach Hus. Das ist ein ganz schönes Projekt. Und Rolf Zukowski, den liegt ja auch Plattdeutsch gar nicht an hart und der wohl auch gern so in Klassenreis auf Plattdeutsch mucken. Und das hat wie zusammen muckt. Wir sind also all 3 Mal mit 2 Klassen zusammen auf Klassenreis fort, nur Heusdörp, oder heißt er eigentlich Hoesdörp?
Ist das in Dehnungs-I? Könnt ihr Germanisten sich Moment? Ich bin mir doch nicht so ganz sicher. Das ist eine gute Form. Meine Mutter sagt nämlich immer das Hoosdörp und ich weiß nicht, sagt so Heusdörp, aber sie sagt auch Barmbek. Ja. Genau, da sind wir hinfort und hab dreimal durch ein Theaterstück mogt mit Leder von Rolf Zukowski in der Geschichte auf dem Burenhof. Das war nicht schön. Also wie hübsch das wieder auch noch Corona-Wetter mucken können. Und du bist dann als Schauspieler und Musiker da mit Bi und mockst mit dem Kinderprogramm. Genau, aber ich muck das nicht allein. Ich bin nur mit einer Kollegin zu Zoom obreisen, mit Marie-Madeleine Krause. Der ist früher mal wie der Fink war das BLD West. Und der hat auch Erfolg mit Rolf zur Zusammenarbeit und wie habt das Zusammen uns gut klamüstert und muckt das mit den Lütten. Sie ist mir so für den Musiktoast, der nicht für den Gesang und ich mir so für das Szenische, für den Schauspiel-Dale. Also, wenn mein Kind so weit ist, will ich unbedingt, dass er mit auf die Klassenfahrt kommt. Wie freut uns. Wir sind der Dertenhof und das ist der Bauernhof. 1, 2, 3. Nochmal. 1, 2, 3. Okay. Die Sonne. Also ich bin halt der Zugvogel und würde gern auch platt lernen. Ich erzähle dir ein Geheimnis. Snack mal, wer da platt kriegt. Sag mal, wer da platt? Ja, ich würd so gern. Du in Land und Stadt, öfter Plattdeutsche und ins Kindergehör. Ich kann nicht stand, woran Schluss erklären, selber irgendwann. Können Sie mir sagen, wie ich nach Quickborn komme? Ich musste über nach Ägypten erwischen. Quickborn? Nee, das weet ich nicht. Danke. Doch nicht für. Oh, Ja? das ist Leni. Moin. Sie wird das auch nicht. Genau, so, das gibt ja nicht bloß was zu kicken und zu lesen, auch interaktiv gibt das was für die Lütten. Du hast auch ein paar Spiele mitgebracht. Ja, hier zum Beispiel das Tüdelbüdel, das ist ein witziges Spiel, da kann man Betten zusammen schimpfen, also Schimpfwörter, plattische Schimpfwörter, die man dann als Memory zusammenlenken kann. Und das gibt das auch mit Redewendungen, also mal kicken, ob ich hier ihn finde. Hier. Mal kicken, ob wie dort zusammenpasst oder was soll ich jetzt? Auch die schwarze Kuh. Gift bitte Melk. Passt zusammen. Ja. Nehmen die nix für. Dann slide die nix fehl. Also, was heißt das auf auf Hochdeutsch? Nehmen die nichts vor, dann schlägt dir nichts fehl. Wenn sich der Plattdeutsche sein Phlegma schön redet. Ah, das war noch verklurt. Ja. Genau, also auch das ein Spiel, was man ganz schön als Familie spielen kann oder auch natürlich in der Schule. Dann gibt das Bingo auf Platt. Das ist, ob's dünns vergräben. Ich hoffe, dass das bald mal nie oblecht ward. Also das macht nämlich ziemlich viel Spaß. Da gibt das plattdeutsche Wörter, die man dann, wenn die secht waren, kannst du dann einen Drops ablenken und irgendwann hätte man Bingo. Also das klassische Bingo-Spiel, das kennt ja jeder. Genau, da gibt es entweder Wörter oder auch Tegnungen und die waren dann auch plattdeutsch abrufen. Das ist auch wunderbar zu spielen mit Schulklassen, also macht tüchtig Spaß. Und dann gibt es noch plattdeutsch Quartett. So, Quartett kennt wir alle, nicht? Was hab ich denn? Ich hab Klugschieter. Klugscheißer, Nase weiß besser. Der hat den Beleidigungsfaktor sündig. Oh, da übertriffst du mir. Ich habe Kopeistergorn, Beleidigungsfaktor 20. Also da hast du gewonnen. Mal kicken, was Sympathiefaktor 60. Sistig, Kopeistergorn, was hast du? Oh, du hätt Klugschieter bloß Sympathiefaktor 5. Ja, okay, hab ich gewonnen. Was sagt man noch immer? Sticht, ne? Sympathiefaktor sticht. Ja. Entstanden 19. Jahrhundert. Entstanden Ende 19. Jahrhundert. Ist das nur Beda oder? Ich glaube, da bin ich Peter, da bin ich Öller. Öller ist Beda. Öller ist Peter. Du bist wie Plattdeutsch. Bekanntheit 30. Was hast du? Bekanntheit 82. Oha, okay. Kopeistergorn schien nicht ganz so bekannt zu werden als Ja. Klugschieter. Und Klugschieter hat Butendem Google-Treffer 4200. Ha! Da übertreffe ich die. 12.500.
Also 12.400 Leute haben ein Kopeistergorn gesagt. Wahrscheinlich wie sie Klogschieder verstorrt, aber Kopeistergon nicht. finde War ich. das Forken googelt. Ja, also das gibt ein paar schönes Spielen. Und natürlich auch ein plattdeutscher Film. Ritter Tränk, die habt ihr ja auch all liest hier. In der Folge 8 könnt ihr noch mal reinkicken, wie die Medienfolge wäre auch der Trailer von Ritter Tränk auf Plattdobi. Eine Frage passt vielleicht heute ganz gut, und zwar kam die Frage, kann man Plattdeutsch leicht lernen? Das kommt ja immer so ein bisschen schon mal zwischendurch, klingt das mit an. Cornelia, was sagst du dazu? Also, Plattdeutsch kann man lernen. Wo Licht das ist sozusagen abhängig von das, was du morgen geist und mit wo Facebookst du daran geist. Du musst natürlich ganz verhält uns auch die Order gehen, dann lehrst du das Brock. Plattdeutsche Bücher lesen, plattdeutsche Spiele mit den Kindern oder auch einfach die ganz viel Plattdeutsch anhören über Hörbücher. In der ersten, wie auch in der Medienfolge, bann ich viel Tipps, also du in die ARD-Audiothek oder in die Bibliothek gehen, da gibt es auch plattdeutsche Hörbücher, lest von Heidi Kabel, Christa Heisebatt, Jared Dibaba, Sandra Keck, also da gibt es bann ich viel hören, wenn ich das will. Das Fundstück des Tages ist heute eine Milchtüte. Da steht nämlich klein und versteckt drauf, kieken, rücken, smecken. Oft länger genießbar. Nicht? Also kieken, rücken, smecken. Gucken, ob die Milch noch frisch ist. Steht hier auf Plattdeutsch drauf, weil die Plattdeutschen, die sind pleatsch. Die gucken nicht nur aufs Datum, die überzeugen sich selber davon, ob die Milch noch gut ist. Milch auf Plattdeutsch, die Melk. Melken kommt davon. Das wird aber mit der nächsten Folge von Platt to go. Wie seht uns wird heute ein Tokum-Dienstag wieder wie die teinte Folge. Und bis dahin schickt uns jo Fragen. Tokum Weg gibt hat nämlich eine Folge bloß mit Fragen und Fundstücken. Wir habt noch so viel Lingen von jo. Ihr habt uns so viel schickt, aber Likas wieder schicken. Wir wollt ja auch noch wieder mogen, ne? Aber Tokum Weg nur all die Fragen, die noch liegen geblieben sind. Und die Fundstücken. Bis dahin, sag ich wie Tschüssing. Manto. Und holt jo fruchtig. Kiek no days stay.